Und dieser Rapport also Schreck an die richtige Richtung. Wenn man jetzt weiter Restriktionen abgehoben gehen. Ganz zufrieden aus der DDR war er nicht, weil wir bekannt nicht wollen, dass all die Restriktionen abgehoben gehen. Ein Ziel war an Asset, dass wir ja nicht alle Gärten hier verfassungsmäßig garantiert Freiheiten zurückkriegen. Da begrüßen wir, dass das sogenannte Confinement forcé ganz aus dem Covid-Gesetz rausgeholt soll gehen. Genauso wie dass die Isolationsdauer am Fall von einem positiven Test von 7 auf just 4 Tage heraufgesetzt wird. Wenn das muss in eine Richtung gehen, stimmt diesem Gesetz auch zu. Darüber hinaus denkt aber dass wir aus der Vergangenheit müssen Lehren ziehen und das abschaffen, was an der Covid-Krise richtig falsch gelaufen ist oder schief gelaufen ist. Ich denke, dass die Regierung müsste fest ein Engagement hören, dass es nie mehr sein darf, dass Leute nicht verschaffen gehen oder nicht im sozialen und kulturellen Leben teilnehmen, weil sie nicht gegen den Covid geimpft sind. Es darf nie mehr sein, dass Leute ganz teuer Tester bezahlen, für ihre Arbeitskanne not zu gehen. Ich weiß also nicht akzeptabel, dass die Impfpflicht noch nicht ganz von durch ist. Das hat Madame Justizminister den letzten Montag hier an der Schambach an ihrer Intervention an der Petitionskommission mehr wie deutlich gemacht. Die grosse Frage ist, für was die Regierung an einer Impfpflicht festhält, an die sich ganz Europa nirgends hat können durchsetzen. Oder der Staatsrat ist skeptisch, gibt die Analyse von der RDR dummer recht. Soll die Regierung so ein Projekt de loi deposieren, muss sie am Widerstand von der RDR rechnen. Wir sind ein wahrer Gegner von der Impfpflicht. Herr Präsident, die RDR war nie gegen freiwillige Impfungen. Wir verlangen, dass das Regierung sich seriös die durch Covid-Impfungen entstanden sind, nach immer entstehen, als setzt. Wir verlangen komplett Transparenz, Ehrlichkeit und Aufklärung. Wir wollen nicht abwarten. Man hätte ja fiable Statistiken und not die Anerkennung von Krankheiten durch Impfschied. Nur so kann das Leck Vertrauen zurückkriegen, dass sie wenigstens Covid verloren haben. Sollte zu einer neuen Welt kommen, verlangen wir, dass der Schutz von den älteren Leck konsequent und professionell organisiert wird. Herr Präsident, dann hätte ich noch eine wichtige Frage. Man gibt zugedrohen, dass auf verschiedenen Plätzen nicht so Covid-Restriktionen auf Palliativstationen gehen. Für uns ist es nicht akzeptabel, dass Leute, die Sterben leiden, keinen Besuch dürfen empfangen. Weiß Madame Minister, wie die Situation an den Kliniken ist, was sind an dem Fall oder an dem Bereich die Instruktionen von der Madame Minister? So nicht merci für die Aufmerksamkeit. Merci für